Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Leute zu Hause. So schön habt ihr eingeschaltet an unserem zweiten Abend dieser Gebetswoche von Leben wie niemals zuvor. Wir sind ja in dieser Serie, wo wir auch das Buch haben. Ich hoffe, du hast es vielleicht schon gekauft oder du kannst es hier jetzt auch noch downloaden auf dem App Store oder auf dem ICF Store als E-Book, wenn du das noch nicht gekauft hast. Wir sind ja den ganzen Januar in dieser Serie und diese Woche haben wir eine Gebetswoche, wo wir jeden Abend zu einem dieser Themen einfach etwas vertiefen und mit dir beten wollen, für deine Anliegen zu beten. Wir haben hier hinten das Rad, wo du die 5 verschiedenen Bereiche siehst und heute sind wir im Thema Beziehungen. Pat und Sarah sind hier im Studio mit mir. Hello. So cool seid ihr hier. Stephanie begleitet uns im Worship, so cool. Und ich freue mich einfach riesig auf diesen Abend und bin einfach gespannt, was Gott heute Abend vorhat. Ich ermutige dich, dass du zu Hause einfach mit aktiv dabei bist, dass du den Chat nützt, dass du reinschreibst, dass du deine Anliegen mit uns teilst, dass du aber auch deine Gebetserhörungen uns reinschreibst und einfach Teil von uns bist an diesem Abend. Genau, ich freue mich. Alex, auch schön, dich hier zu haben. Ja, danke. Richtig gut. Ja, heute Abend geht es um das Thema Beziehungen und ich freue mich total, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Beziehungen umgeben uns ja täglich in allem, was wir tun, in jedem Bereich unseres Lebens. Und ich habe gedacht, wir fangen heute Abend mal mit dem Bibelvers an, der in 1. Mose 2, Vers 18 steht. Und da steht Folgendes: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Hey, Beziehungen umgeben uns, wie gerade schon gesagt, täglich in dem, was wir tun. Und heute Abend wollen wir uns die Beziehungspyramide anschauen. Genau. Die findet ihr in dem wunderbaren Buch, das Leo und Susanne geschrieben haben. Die Beziehungspyramide besteht aus verschiedenen Bereichen. Und ich habe gedacht, so zu Beginn reden wir einfach mal ein bisschen über erfüllte Beziehungen. Wir wünschen uns natürlich alle erfüllte Beziehungen. Wir wünschen uns Glück in unseren Beziehungen, wir wünschen uns Harmonie, wir wünschen uns so angeblich so wenig Streit wie möglich. Right? Wir wünschen uns, dass alles smooth läuft, aber Realität ist doch oft auch einfach mal anders. Hey, wir ecken an, wir merken, hey, Sachen kommen irgendwie nicht ganz ins Gleichgewicht oder es ist schwierig und wir gucken uns einfach jetzt mal die Bereiche an, die wir heute Abend so ein bisschen eingehen und schauen dann mal weiter. Und zwar habe ich gedacht, hey, wir fangen mal an mit der Foundation. Und die Foundation für uns in dieser Beziehungsserie, in der Beziehungsreihe, gerade heute Abend ist das Geistliche. Hey, das zwischenmenschliche Miteinander. Und dann das Soziale, das Emotionale, das Körperliche. Und natürlich sind diese einzelnen Bereiche ganz verschieden aufgebaut. Zum Beispiel fangen wir an mit dem Geistlichen, die geistliche Beziehung zu Jesus, unser Fundament, den Cornerstone, wie man so schön auf Englisch sagt, den Eckstein, den kein anderer legen kann, außer wer Christus ist. Das Zwischenmenschliche, das Miteinander, die Beziehung, die wir leben. Jeder von uns hat verschiedene Lebenserfahrungen. Jeder von uns hat verschiedene Hintergründe, aus denen er kommt. Und das Zwischenmenschliche prägt uns doch schon sehr. Das Soziale, das Umfeld miteinander, unsere Freundschaften, unsere Beziehungen, das, was wir täglich leben, das ist so der dritte Stein in dieser Beziehungspyramide. Und dann das Emotionale, die tiefen und emotionalen Aspekte, Triggerpunkte, die uns vielleicht anecken, Sachen, die uns total gut im Herzen tun. Das ist auch das Emotionale für uns. Und dann das Körperliche, das Miteinander, vom Kuscheln zum Küssen zum Sex. Es gibt so viele Sachen, die körperlich für uns wirklich gut tun. Doch leider ist es oft so, dass Dinge vielleicht auch mal in die Schieflage kommen. Und wenn Dinge in die Schieflage kommen, dann ist es echt schwierig, diese Beziehungspyramide gut zu halten. Vielleicht kennt ihr das heutzutage aus den ganzen Hollywood-Filmen. Hey, man lernt sich kennen für 2 Stunden, dann hüpft man in die Kiste und dann baut man daraus irgendwie eine Ehe, eine Beziehung und versucht daraus ein Leben zu gestalten. Aber da passt irgendwie die Reihenfolge nicht so ganz. Und Gott hat sich doch schon wirklich für uns vorgestellt, dass es eine göttliche Reihenfolge gibt, die mit ihm als Fundament begibt. Und ich habe mal gedacht, Pat, vielleicht erzählen wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen, du und ich. Wie ist das denn für uns beide in unserer Beziehung, in unserer Ehe? Ja. Welches Fundament, welche Dinge haben wir gelegt? Ja, voll. Also Sarah und ich sind jetzt seit 10 Jahren zusammen und seit 7,5 Jahren verheiratet. Ja, wir sind schon länger zusammen, hä? 10 Jahre zusammen, 7,5 Jahre verheiratet.
Und wir bekommen jetzt unser erstes Kind, was mega cool ist. Genau, und wir durften wirklich in den letzten 10 Jahren, in denen wir zusammen sind und in den letzten 7,5 Jahren, wo wir verheiratet sind, wirklich ein gutes Fundament, glaube ich, bauen. Und was für mich immer wichtig ist, dass wir wirklich immer wieder auf Gott schauen, auf die Bibel schauen, einfach schauen, hey, was ist das, wie Gott sich Beziehung vorstellt und wie wir das einfach basierend auf der Bibel und basierend auf Gottes Vorstellung, wie wir unser Fundament einfach bauen können. Hey, ja, und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du jetzt nicht in einer Beziehung bist und du denkst, jetzt wird da über Beziehung gesprochen und du bist vielleicht Single, bleibe dran, weil diese Beziehungspyramide und die Werte, die sind nicht nur für Beziehungen, sondern auch für Freundschaften in deinem Single-Leben, einfach vielleicht noch als Ergänzung zum Anfang. 100%ig, wo wir uns darauf vorbereitet hatten, hatte ich echt das Gefühl, dass wir das nochmal so auch sagen, wie du es gerade gesagt hast, dass es voll wichtig ist, weil diese Beziehungspyramide, so wie du gesagt hast, ist nicht nur für Pärchen, die zusammen sind oder Ehen, sondern es ist wirklich auch für Freundschaften. Das heißt, es ist für alle. Im Prinzip, was mega, mega cool ist. Und ich glaube vielleicht auch noch zum Ergänzen, ich habe gerade so einen Eindruck, egal wo du stehst, ob du jung oder alt bist, ob du vielleicht viel Erfahrung mit Beziehung hast, du hast gar keine Erfahrung mit Beziehung zwischenmenschlich, vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit, Corona-Situation, das Gefühl, hey, meine Beziehungen auf jeder Ebene sind total versackt und ich weiß nicht, wie ich Freundschaften erhalten, bauen soll. Hey, heute Abend ist der Abend, wo wir für dich beten möchten, wo wir dabei sind, durch diese eigenen Bausteine zu gehen und einfach zu schauen, was Gott für dich vorbereitet hat, für uns vorbereitet hat, gemeinsam. Und ich freue mich so, dass du dabei bist. Hey, mega gut. Hey, es ist so ermutigend zu sehen im Chat, wie viele Leute einfach schon aktiv mit dabei sind, die reinschreiben. So cool seid ihr alle mit dabei. Vielleicht könnt ihr gerade ein bisschen reinschreiben, seid ihr in einer Beziehung, führt ihr Ehe, seid ihr als Singles, dann wissen wir vielleicht gerade so ein bisschen, was für Leute mit uns heute Abend dabei sind. Ja, mega gut. Mega. Hey, ich glaube, was auch super wäre, wenn wir vielleicht nochmal reinschreiben, wir haben jetzt gerade über diese Beziehungspyramide geredet, also ich fasse es nochmal zusammen, geistlich, zwischenmenschlich, sozial, emotional und körperlich. Vielleicht kannst du gerade ein bisschen Zeit nehmen, auch zu reflektieren für dich persönlich. Wo sind die Bausteine? In welcher Reihenfolge sind sie bei dir? Vielleicht sagst du, hey, emotional, das ist momentan mein Fundament. Geistlich ist vielleicht bei mir ganz außen vor, da lege ich gerade gar keinen Wert drauf. Vielleicht ist es gerade so, dass deine Beziehungen körperlich getrieben sind und du merkst, hey, das ist eigentlich gar nicht gut. Oder du sagst, hey, geistlich ist super, aber zwischenmenschlich passt es überhaupt nicht. Und es wäre auch cool für dich gerade zu nehmen, ein paar Minuten Zeit zu reflektieren. Wo stehst du in dieser Beziehungspyramide? Hey, bevor wir jetzt in den Song gehen, habe ich gedacht, bete ich für uns. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir das Ganze vor Gott bringen, diesen Abend vor Gott bringen, ihm einfach den Platz und die Ehre geben, die ihm gebührt in unseren Beziehungen. Und das würde ich gerne machen. Das ist gut für uns, hey? Gut. Voll gut. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir heute Abend, egal wovon du kommst, egal wo du stehst in deinem Leben, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Du bist der Gründer von Beziehungen. Du liebst Beziehungen. Du bist an Beziehungen mit uns interessiert. Aber du bist auch daran interessiert, dass wir Beziehungen mit anderen Menschen haben. Gute Ehen, gute Freundschaften, Jesus. Das ist dein Herzschlag und das ist dir so wichtig. Ich möchte heute Abend dir Danke sagen für diese guten Beziehungen in unserem Leben. Beziehungen, wo du echt deine Hand, deinen Segen drauf hältst, Jesus. Die so, so wertvoll sind. Und ich möchte dir einfach dich um Vergebung bitten, wo wir falsche Prioritäten gesetzt haben, wo diese Pyramide, Jesus, die du geschaffen hast, wo die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und Jesus, wir geben dir das hin und du bist so großzügig in Vergebung und Gnade. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass wir jeden Tag neu mit dir beginnen dürfen und es ist nie zu spät für einen Neuempfang, für Prioritäten mit dir, Jesus. Und dafür danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Ich danke dir dafür, dass du Beziehungen neu definieren willst, Wunden heilen willst und einfach anfangen möchtest, mit uns göttliche Beziehungen zu leben und das in unser Umfeld zu stellen. Von ganzem Herzen, Jesus, sage ich dir Danke. Amen. Jesus,
ich möchte Danke sagen für die Leute, die jetzt hier im Chat schon mit dabei sind. Jesus, ich möchte Danke sagen für jede einzelne Situation. Vater, aber es kommt dir nicht darauf an, in welcher Situation sie gerade stehen, sondern wie wir einfach mit dir nach vorne gehen und wie wir einfach in diese Beziehung mit reingehen. Jesus, ich möchte hier auch für die Dame bitten, die ihren Papa verloren hat und die Beerdigung jetzt heute hatte. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du Leute ihr zur Seite stellst, Vater, die für sie einfach da sein können, Jesus. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du da einfach die richtigen Leute schickst, die richtigen Worte sagen, Vater, die einfach für diese Dame jetzt gerade da sein können, Jesus. Vater, ich möchte dich auch um die Zeit bitten, die wir jetzt haben, Jesus, dass wir auf dich schauen können und einfach schauen können, Vater, wie wir Beziehungen leben können, die du vorgesehen hast und so wie du sie vorgesehen hast, Jesus. Ja, vielleicht, wenn wir jetzt dann gleich in den Song reinstarten, hey, mach dir einfach in dieser Zeit ein paar Gedanken. Wo stehst du in deinen Beziehungen? Was wünschst du dir? Wo möchtest du Veränderung? Dass du wirklich einfach deine Freundschaften vielleicht ein bisschen reflektierst, deine Familie, deine Ehe, was auch immer, in deinem Alltag, in deinem Job, wo du Freundschaften hast oder einfach Beziehungen, dass du dir wirklich ein bisschen überlegst, hey, was wünschst du dir an diesem heutigen Abend, währenddem wir jetzt in einen Song gehen und dann auch weitergehen in der Pyramide. Long to hear your voice. You call my name. Speak, Lord, I'm listening. Lord, I'm listening. Just one word that you speak, can transform everything. I wanna be where you are and spend my whole life close to your heart. Use me, let your will be done. I choose to be where you are. You say I'm yours. Your voice is life to me. Yes, it's life to me. And you've changed my course. I'll never be the same, never be the same. Just one word that you speak, can transform everything. I wanna be where you are, spend my whole life close to your heart. Use me, let your will be done. I choose to be where you are. Oh, I wanna be where you are and spend my whole life close to your heart. Use me, let your will be done. I choose to be where you are. Where you are is where I wanna be, forever in your arms, 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 forever in your arms. I wanna be where you are and spend my whole life close to your heart.
Use me, let your will be done. And I choose to be where you are. I wanna be where you are and spend my whole life close to your heart. Use me, let your will be done. And I choose to be where you are. Yeah. Where you are. Nah an deinem Herz, Jesus, ganz nah bei dir. Genau bei dir sein. Wir wollen nah an deinem Herz sein, Jesus. Jesus, wir wollen dich als Grundlage in unserem Leben haben. Danke dir, Jesus. Amen, Amen. Hey, so cool, zusammen Lobpreis zu machen, so cool, zusammen einfach zu beten, oder? Ich finde es so cool, ich finde es auch so genial, dass ihr einfach im Chat voll mit dabei seid und einfach reinschreibt, was euch bewegt, was so, so cool ist. Macht es weiter, lasst uns einfach füreinander auch im Chat zusammen beten und füreinander einfach einstehen, was ich so, so cool finde. Richtig gut. Wir haben über die Pyramide schon gesprochen und in dieser Pyramide, die Grundlage von der Pyramide ist das Geistliche. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, eine gute Grundlage zu setzen für jede Beziehung. Hey? Und es ist einerseits natürlich als Ehepaar, für Freundschaften. Wir bekommen jetzt unser erstes Kind. Das heißt, auch für unser Kind müssen wir eine gute Grundlage setzen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns alle irgendwo Gedanken darüber machen, welche Grundlage, auf welcher Grundlage wir unsere Freundschaften, unsere Beziehungen auch bauen wollen. Und Sarah und ich haben in den letzten Jahren, wie gesagt, wir sind seit 7,5 Jahren verheiratet und wir haben uns einfach mal Gedanken gemacht, was so unsere Grundlage ist. Und wo wir darüber geredet haben, haben wir gemerkt, dass wir in den letzten Jahren wirklich sehr stark an so ein paar Dingen gearbeitet haben. Das haben wir von Anfang an im Prinzip gesagt, dass diese Dinge uns wichtig sind. Das erste ist für uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Matthäus 6, Vers 33 ist da wirklich ein Vers, den wir immer wieder für uns angeschaut haben und dann gesagt haben, hey, wir wollen Entscheidungen treffen, basierend auf dem, was wir sehen, was Gott macht. Wir wollen nach seinem Reich zuerst trachten. Hey. Das andere ist Großzügigkeit. Wir wollen großzügige Menschen sein, die großzügig mit unserer Zeit umgehen, mit unserem Geld umgehen, mit unseren Ressourcen umgehen. Wir wollen einfach großzügig sein. Wir wollen Liebe zueinander, das ist übrigens nicht in der Reihenfolge, ne? Also das kann man auch unterschiedlich sehen. Wir wollen Liebe füreinander haben, dass wir uns einfach priorisieren. Sagt man das so? Priorisieren? Ja. So, super. Dass wir das. Und dann ein Wort, das sehr schwierig ist. In Englisch ist es authenticate. Ich kann es in Englisch aussprechen. Auf Deutsch ist Authentizität. Ist das richtig? Super. Sehr gut, ja. Super. Authentizität. Hey, wir wollen einfach authentische Menschen sein. Und das haben wir in unserer Ehe gesehen und den Samen einfach gelegt. Aber das wollen wir auch in andere Freundschaften, andere Beziehungen auch mit reinbringen. Also diese 4 Dinge sind voll wichtig für uns. Aber wir wollen sie auch in andere Dinge hineinnehmen. In 1. Korinther 3, Vers 11 gibt es einen Vers, den finde ich so, so cool. Steht, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Und das finde ich so wichtig, dass die Beziehung, die Dinge, die wir gesagt haben, dass die wichtig für unsere Beziehung sind basierend darauf, dass wir auf Jesus schauen wollen und dass er das Fundament in unsere Beziehung legt. Und er das Fundament einfach ist. Hey. Voll. Fun Fact zu diesem wunderschönen Vers, den Pat gerade vorgelesen hat. In der letzten Sunday Celebration, wo Leo und Susanne auch die Lebe wie niemals zuvor Serie gestartet haben, durften wir alle einen Jahresvers ziehen. Und Pat und ich haben einen zusammengezogen.
für uns als Familie und genau diesen Vers Das gefunden. war der Vers. Das ist so cool. Und ich bin so ermutigt von diesem Vers, hey, back to the basics, was ist unser Fundament? Unser Fundament ist Jesus. In dem wunderbaren Buch, wir werden heute Abend nicht auf jedes Detail eingehen können, aber in diesem Buch geben Leo und Susanne uns 4 wunderbare Schritte für ein göttliches Fundament. Und ich dachte, ich teile diese mit euch, weil ich die so wertvoll finde. Also Schritt Nummer 1, schau auf Jesus. Hey, wo besser hinzuschauen, nicht rechts und links, sondern lass uns auf Jesus schauen. Gerade heutzutage in dieser Zeit, wo so viele Stimmen um uns herum sind, glaube ich, ist die Stimme von Jesus die Stimme, die uns Leben schenkt, die uns Hoffnung schenkt, die uns Zuversicht und Trost spendet. Und auf Jesus zu schauen, unseren Blick auf ihn zu richten, ist so, so wertvoll. Lebt eure Berufung. Hey, was ist eure Berufung für dich vielleicht persönlich, wenn du Single bist, für euch als Familie, für euch in eurer Ehe und Beziehung? Lebt ihr diese Berufung? Und ich meine jetzt nicht, ihr müsst, weißt du, Fulltime Ministry ist nicht für jeden, aber ich glaube, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie wir unsere Berufung leben können. Großzügig sein, hat Pat gerade gesagt, mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit dem guten Wort, mit dem Gebet füreinander, mit der SMS, mit der Textmessage zu einer guten Freundin, hey, ich denke an dich, wie ist deine Woche? Ich weiß, es ist mega anstrengend bei euch gerade, wir beten für euch. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, wie du deine Berufung, die Berufung Gottes auf deinem Leben leben kannst. Dann vertreib den Teufel. Und das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Als wir es besprochen haben, hat Alex gesagt, was vertreibt der Teufel? Aber ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt. Weißt du, so oft schleicht sich diese Negativität des Alltags in unser Leben. So oft schleicht sich dieses Unwohlbefinden oder die Unzufriedenheit in unsere Beziehung. Und das ist nicht das, was Gott für uns hat. Hey? Und ich glaube, wir müssen echt heutzutage firm sein in dem, was Gott uns vorgelegt hat, aufs Herz gelegt hat und sagen, hey, ich gebe diesen Gedanken keinen Raum. Ich weiß, Gott hat gute Pläne für uns, unsere Beziehung, meine Freundschaften, meine Ehe, und ich gebe diesen Gedanken keinen Raum. Ja. Und dann Nummer 4 ist, halte den Bund. Und das ist gerade ein Punkt, der für Ehe natürlich gilt. Hey, wir haben Ja zueinander gesagt. Dieses Jahr ist ein Jahr, das wir uns manchmal an manchen Tagen täglich sagen, und in manchen Seasons sagen wir uns das nicht täglich, weil es uns dann leichter fällt. Aber gerade halte den Bund zu Beziehungen und Freundschaften, investier dich und sei dabei. Ja, und ich glaube, was man auch ergänzen kann, ist, hey, halte den Bund mit Jesus. Also auch die Beziehung zu Jesus spielt ja eigentlich heute auch mit rein. Oder ich glaube, das hat vorher auch schon jemand reingeschrieben, hey, ich möchte eine tiefere Beziehung zu Jesus haben. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, weil diese Beziehung ist ja auch essentiell, weil wir brauchen unsere Beziehung zu Jesus, damit wir dann auch mit unseren Mitmenschen umgehen können und sie lieben können. Und genau, ich glaube, es ist so stark, sich wirklich zu überlegen, hey, was habe ich für Werte, was ist mein Fundament in meinen Beziehungen? Und das gilt eben nicht nur für jetzt vielleicht romantische Beziehungen, sondern auch in deinen Freundschaften, auch wenn du Single bist, kannst du dir überlegen, hey, was sind meine Werte, was ist mein Fundament, wie möchte ich mein Leben gestalten? Und ich fände es super cool, wenn ihr den Chat nutzt und vielleicht reinschreibt, hey, was sind vielleicht Werte, die ihr euch schon überlegt habt, die ihr wirklich so lebt? Dann schreibt das, teilt das mit uns, damit wir das sehen. Und aber gerade auch dort, wo ihr Gebet wünscht, für welche Werte oder wo möchtet ihr stärker und besser werden? Vielleicht habt ihr gar keine Werte definiert und ihr möchtet das, dann teilt das unbedingt mit uns, weil wir würden sehr gerne für das beten. Aber ich glaube auch, dass es mega, mega hilfreich sein kann, auch von anderen Leuten zu hören, was ihre Werte sind, genau. Oder? Dass wir dann einfach voneinander irgendwo ermutigt werden. Inspiriert wird, ja, mega cool. Ja, voll. Hey, cool, dann lass uns dafür beten. Stefan, wenn du einfach im Hintergrund einfach ein bisschen spielen möchtest, mega cool, dich dabei zu haben, das ist richtig, richtig gut. Lass uns einfach dafür beten, wir wollen einfach für dich beten, wenn du noch kein Fundament hast oder noch nicht genau weißt, was die Werte sind, dann wollen wir wirklich dafür beten, dass du das einfach findest und dass hoffentlich das Buch dir helfen wird, aber hundertprozentig, dass die Bibel dir einfach das Fundament geben kann und genau auch für die Leute beten, die vielleicht schon diese Werte, dieses Fundament haben, aber vielleicht Schwierigkeiten haben, es wirklich auszuleben. Lass uns da einfach füreinander einstehen, füreinander beten und schreibt wirklich in den Chat rein, weil das mega, mega cool ist, einfach zu sehen und zu hören, wo ihr wirklich steht. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für jeden Einzelnen, der gerade da ist, Vater. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du unser Fundament bist und dass du das Fundament gelegt hast und dass es kein besseres Fundament gibt als dich.
Jesus, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als du, Jesus. Und Vater, ich möchte wirklich für die Leute beten, die dieses vielleicht noch nicht so in der Form aufgeschrieben haben oder in ihr Leben integriert haben, Jesus, oder wo es vielleicht schwierig ist, innerhalb der Familie diese Werte zu leben, weil einer vielleicht nicht an dich glaubt und der andere an dich glaubt, oder wie. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du in diese Situation jetzt reinkommst, Vater, dass du Beziehungen heilst, Jesus, dass du Beziehungen lebst so, und dass diese Menschen anfangen können, ihre Beziehungen so zu leben, wie du es vorgesehen hast, Jesus. Ich möchte Danke sagen, dass du das Fundament bist, Vater, dass du das Zentrum bist, Jesus. Vater, ich möchte Danke sagen, dass du interessierst dich für unsere Freundschaften, für unsere Beziehungen, ob es eine Ehebeziehung ist, ob es Freundschaften sind, ein guter Freund, dass du möchtest Teil von diesen Beziehungen sein, wo du einfach der Mittelpunkt bist, Jesus. Und das freut dich so. Und ich möchte dich wirklich bitten, Jesus, dass du den Leuten, denen es gerade noch fehlt, dass du da einfach reinkommst, Jesus, und nur das tust, was nur du tun kannst, Jesus. Ja, Jesus, und ich bete einfach auch für diese Frau, die sich wirklich in Menschen investieren möchte, die in schwierigen Situationen sind, sie zu begleiten. Und ich danke dir für diese Frau, dass sie diesen Wunsch hat, sich in Menschen zu investieren, die es momentan nicht einfach haben. Und ich danke dir, dass du sie einfach begleitest, dass du ihr offene Augen schenkst, wo Menschen sind, die wirklich auch Nöte haben, wo auf Hilfe angewiesen sind. Und ich danke dir, dass du diese Frau einfach mit Barmherzigkeit ausrüstest, dass du ihr alles gibst, was sie braucht, um einfach wirklich mit Menschen im Kontakt zu sein und sie zu begleiten dort, wo sie Nöte haben. Ich danke dir für Geduld, dass du diese Frau auch mit Geduld segnest, wenn sie mit diesen Leuten zusammen ist und diese begleitet. Amen. Amen, Amen. Hey, so schön, dass du mitbetest, dass du im Chat dabei bist. So gut und so ermutigend, so viele von euch heute Abend zu sehen. Wir gehen in den Punkt 3. Jetzt geht es so ein bisschen ans Eingemachte, habe ich das Gefühl. Wir haben uns natürlich das Fundament angeguckt, was mega, mega, mega wichtig ist. Und jetzt geht es am nächsten Schritt um das Zwischenmenschliche. Und ich finde das mega spannend. Ich finde zwischenmenschliche Beziehungen total interessant. Gerade aus dem Punkt, weil wir alle unterschiedlich sind. Wir haben alle unterschiedliche Hintergründe. Wir haben alle unterschiedliche Prägungen. Manches davon ist super gut, manches davon ist weniger gut. Und ich glaube, gerade wenn es um Beziehungen geht und gesunde Beziehungen leben, ist es einfach wichtig, dass wir uns mit diesen Bereichen in unserem Leben konfrontieren, wo vielleicht etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir haben diese wunderschöne Beziehungspyramide, aber wenn sich Dinge rechts und links einschleichen, dann gerät die doch schon so leicht aus dem Gleichgewicht. Und je höher wir gehen, desto einfacher ist es, dass die Pyramide kippt. Hey? Und ich möchte uns heute Abend einfach ein bisschen ermutigen, ein paar Dinge bewusster anzugucken in unserem Leben. Das kannst du gerade für dich machen. Vielleicht hast du zu Hause einen Stift und einen Zettel da, wo du das einfach aufschreiben kannst, die einzelnen Punkte. Ansonsten geh gerne ins Buch und schau dir das Buch an. Dort wird das nochmal alles natürlich aufgeführt. Aber ich habe gedacht, wir schauen uns ein paar Dinge einfach an, die so für zwischenmenschliche Dinge total wichtig sind. Und ein erster Punkt ist, beachte deine schlechten Angewohnheiten. Also ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich schaue mir nicht so gerne die negativen Seiten in meinem Leben an oder schaue mir nicht so gerne an, was nicht so positiv über mich ist. Aber ich glaube, da ist total viel Wert drin, sich mal hinzusetzen und zu reflektieren, hey, was sind meine schlechten Angewohnheiten? Ich weiß, in meiner Ehe fällt es mir manchmal leichter, die schlechten Angewohnheiten an meinem Partner zu finden, auch wenn Pat fast perfekt ist, ja. Spaß. Aber genau, es fällt mir doch schon manchmal schwieriger, hey, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, das sind vielleicht Dinge, Sarah, dafür bist du verantwortlich. Das hat nichts mit Pat zu tun, weißt du, das hat einfach mit dir zu tun, persönlich. Also hab den Mut, persönlich hinzuschauen. Was sind Angewohnheiten, haben sich bei dir eingeschlichen? Oder wo hast du vielleicht resigniert und sagst, ja, ich bin halt einfach so, seit Jahren bin ich so, es ändert sich nichts, es kann sich nicht ändern. Und ich glaube, Gott hat so viel mehr für dich. Er möchte Veränderung, er will nicht schlechte Angewohnheiten in deinem Leben haben. Dann beachte deine Lust. Hast du ein gesundes sexuelles Verhalten in deinem Leben? Hast du vielleicht Dinge, die nicht gut sind, wenn es um dein Lustgefühl geht? Schaust du dir Dinge an, obwohl du in einer gesunden Beziehung bist, die vielleicht nicht gut sind?
Schaust du nicht weg, das ist auch das andere. Hey, bewusst hinschauen ist ja das eine, aber nicht wegschauen ist das andere. Und bist du dir bewusst, dass dieses Lustverhalten, das vielleicht nicht göttlich ist, das Lustverhalten, das vielleicht aus einer nicht gesunden Sexualität kommt, dass es deine Beziehung beeinflussen kann, deine Freundschaften beeinflussen kann, dein Weltbild beeinflussen kann? Beachtest du deine Kommunikation? Das ist mein dritter Punkt. Ich finde, Kommunikation ist so wichtig, aber wie sprechen wir miteinander? Was ist die Kultur in unserer Familie? Hey, gehen wir liebevoll miteinander um, auch wohl vielleicht manche Themen gereizt sind oder gehitzt sind, oder benutzen wir Sprachen, Aussprachen, die vielleicht doch nicht ganz dem Herzschlag Gottes entsprechen? Sind wir verletzend mit unseren Worten oder sind wir aufbauend, auch wenn wir verletzt sind? Das finde ich auch nochmal wichtig. Lässt du dich von deiner Vergangenheit heilen? Konfrontierst du dich mit Punkten und Aspekten in deinem Leben, die Heilung brauchen? Ich glaube, so oft ist es so einfach zu sagen, hey, ich bin in meiner Kindheit oder in meiner Jugend bin ich verletzt worden. Und das trägst du ein ganzes Leben lang mit dir. Ich möchte dir heute Abend sagen, Gott möchte dich heilen. In seinem Wort steht, er ist der Heiler. Es steht in 2. Mose 15, Vers 26, denn ich bin der Herr, der euch heilt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diese Heilung in Anspruch nehmen dürfen. Hey, er möchte dich heilen, er möchte dich von deiner Vergangenheit heilen, von den Dingen heilen, die nicht gut sind, die nicht göttlich sind. Und dann mein letzter Punkt. Und der, wo wir alle täglich lernen dürfen, egal wo du stehst, lerne zu vergeben. Und Vergebung fängt mit mir selber an. Kann ich mir selber für meine Fehler vergeben? Kann ich meinen Mitmenschen vergeben? Und es ist einfach ein Punkt, wo ich glaube, dass wir alle die Vergebung, die Jesus für uns hat, in Anspruch nehmen dürfen. Richtig gut. Der Vers, der bei all diesen Punkten für mich voll im Mittelpunkt steht, ist 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Da steht, mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann später heißt es in dem Abschnitt, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Und das ist so, das ist mein Herzensanliegen, einfach, dass wir ihm einfach ähnlicher werden. Und ich finde diese Punkte mega, mega gut. Die sind auch im Buch drin. Hey, diese Punkte. So gut, einfach, dass wir ihm ähnlicher werden. Und ich glaube, dass diese Punkte ihm dabei einfach helfen sollen, hey, einfach näher an sein Herz zu kommen. Klar, die Beziehung wird dadurch besser, aber wir kommen einfach auch näher an sein Herz in dem Ganzen. Und werden ähnlicher wie Jesus. Voll. Ja. Hey, ja, wir ermutigen dich zu Hause, dass du dir überlegst, wir haben so viele Punkte jetzt angesprochen, Heilung von deiner Vergangenheit, wo hast du vielleicht schlechte Charaktereigenschaften oder einfach Eigenschaften, wo du denkst, ja, das ist okay, so bin ich halt einfach, da kann mich eh niemand ändern. Hey, aber Gott kann dich ändern und er möchte Veränderung bringen. Überlege dir einfach ein bisschen, was ist vielleicht ein Punkt, wo du Heilung brauchst, wo du Veränderung brauchst. Und wenn du magst, schreibe das, teile das mit uns hier im Chat. Ansonsten schreibe es für dich auf in deinem Handy, auf einem Blatt Papier. Genau, aber wir ermutigen dich wirklich, dir das zu überlegen, wo du da weiterkommen möchtest. Es gibt ein paar Leute, die auch im Chat einfach geschrieben haben, dass sie wirklich Herzensschmerz haben, dass sie gerade aus einer Beziehung, aus auch einer langjährigen Beziehung, die kaputt gegangen ist, was mega, mega schade ist. Und da ist einfach dieser Herzensschmerz auch da. Deswegen lassen wir uns einfach diese Zeit einfach nutzen, um füreinander einfach zu beten, da zu sein füreinander. Aber auch, dass wir diese Zeit einfach nutzen, wie Alex schon gesagt hat, dass wir einfach in uns gehen und diese Punkte vielleicht uns nochmal angucken und einfach schauen, was der Heilige Geist uns einfach sagen möchte. Hey, weil da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das stimmt wirklich, aber es ist halt schon ein Prozess, um da irgendwo hinzukommen. Ja, warum nutzen wir nicht den nächsten Song gemeinsam, um einfach jetzt ein bisschen zu reflektieren? Steffi, wenn du willst, darfst du uns gerne leiten im Song. Und danach beten wir dafür. Hey, ich glaube, das ist mega gut. It's not about my feelings or if I sense your presence. Not about emotions or if I feel like dancing. I will not be waiting until I feel like praising, but I will sing my
your presence, not about emotions or if I feel like dancing. I will not be silent just because I'm hurting, but I will sing my soul into your holy presence. I want you and need you. My heart is bending till I stand. I sing to you and worship you until the end. I want you and need you. My heart is bending till I stand. I sing to you and worship you until the end. Oh, I worship you until the end. And you love me before I even knew of you, and you called me to worship you in everything. You love me before I even knew of you, and you called me to worship you in everything. Yes, you love me before I even knew of you, and you call me to worship you in everything. I want you and need you. My heart is bending, here I stand. I sing to you and worship you until the end. Yes, I worship you until the end. I give my heart to you. Oh. Jesus, we worship you until the end. Jesus, du kennst unsere Geschichte, du kennst jeden Einzelnen hier. Du kennst jeden Einzelnen, der gerade zuschaut oder sich das die nächsten Tage anschaut. Vater, du weißt ganz genau, was in unserem Herzen vorgeht, Jesus. Du weißt ganz genau, wo wir Heilung brauchen, wo wir Durchbrüche brauchen, Jesus. Vater, weil du dich so um uns kümmern möchtest, Jesus, weil du diese Beziehung mit uns möchtest, Jesus. Und Vater, ich möchte dich da wirklich um Heilung bitten, Jesus. Für Leute, die Heilung brauchen von Schmerzen, die sie ja vielleicht aus der Vergangenheit haben oder Sachen, die jetzt gerade im Moment passiert, Vater, von schlechten Angewohnheiten oder Bindungen, die in der Vergangenheit liegen oder vielleicht sogar noch ganz gegenwärtig sind, Jesus. Aber in Jesu Namen spreche ich Befreiung aus für die Zukunft, Vater. Von jetzt an, Jesus, spreche ich einfach deine Freiheit rein. Jesus, weil du uns versprichst, Vater, dass dort, wo dein Geist ist, da ist Freiheit, Jesus. Jesus, ich möchte dich wirklich bitten, dass du kommst, weil du uns kennst. Du kennst unsere Geschichte, jeden einzelnen von uns, Vater. Und du möchtest diese Beziehung mit uns, Vater. Dafür danke ich dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Ja, Jesus, und ich bete einfach auch für Hoffnung, dass dort, wo Hoffnungslosigkeit ist oder wo Leute einfach keinen Plan sehen, wie weiter, da spreche ich dir wirklich einfach Hoffnung zu, weil Jesus sagt, er ist die Hoffnung und mit ihm hast du eine Zukunft. Und das spreche ich wirklich einfach über deine Situation aus, wo vielleicht so hoffnungslos erscheint, wo du nicht weiter weißt, dass du einfach wissen darfst, hey, Jesus ist deine Hoffnung und er hat einen Plan mit dir. Jesus, du bist so gut. Du hast gute Gedanken über uns. Du siehst unsere Fehler. Du siehst das, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Und ich danke dir dafür, dass wir lernen dürfen,
mit dir tagtäglich neu zu starten, neue Beziehungen zu leben. Ja, Jesus, danke dir. Amen. Ja, in unserer Beziehungspyramide haben wir eine weitere Stufe, und zwar ist das das Sozialleben oder auch die Freundschaften in unserem Alltag, unsere Freundschaften, die wir haben, vielleicht innerhalb der Familie, unsere Beziehungen, aber ja, auch einfach auch Freundschaften untereinander. Und ich glaube, oftmals ist man sich vielleicht nicht so bewusst, dass man Freundschaften wirklich auch bauen muss und Zeit investieren muss und die einem nicht einfach zufallen. Und ich habe hier einen Bibelvers im Prediger, den ich gerne vorlesen möchte. 2 haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Und ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, dass wir Freundschaften haben und dass wir wirklich Menschen um uns haben, die uns unterstützen, die uns ermutigen, die für uns da sind in schlechten Zeiten, wo aber auch wir für sie da sein können in schlechten Zeiten. Und im Buch haben wir so viele unterschiedliche Werte auch, wie du Freundschaft bauen kannst und was einfach wichtige Werte sind auch in einer Freundschaft. Und wir haben uns ein paar rausgeschrieben. Ich habe mir überlegt, was ist wirklich so, sind Werte in meinen Freundschaften, die mir wirklich wichtig sind. Und ich glaube, ein Punkt, der für mich extrem wichtig ist Ehrlichkeit. Also in Freundschaften ist mir Ehrlichkeit etwas vom Wichtigsten, wo man miteinander ehrlich sein kann, wo man feedbacken kann, wo man vielleicht auch sagen kann, hey, was stört mich in unserer Freundschaft, dass man auch die Freundschaft reflektieren kann und dass man aber zu dieser Ehrlichkeit kommt oder auch zu diesem Vertrauen irgendwo durch, braucht es Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns vielleicht nicht immer so bewusst sind, dass wir wirklich bewusst Zeit in Freundschaften investieren müssen. Und da möchte ich dich ermutigen, vielleicht bist du zu Hause und du denkst, du hast keine Freunde oder du hast keine Freundschaften oder es gehen dir immer wieder Freundschaften kaputt und du weißt nicht, wie du Freundschaften leben kannst, weil du das nicht gelernt hast. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, hey, frage den Heiligen Geist, wo gibt es vielleicht eine Person in deinem Umfeld, wo du ein Freund sein kannst, wo du Zeit investieren kannst, wo du sagst, hey, okay, ich rufe bei dieser Person an, ich frage vielleicht mal nach, wie es dieser Person geht, ohne überhaupt irgendetwas zurückzuverlangen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo ich dich ermutigen möchte und wo Jesus auch gemacht hat. Er war auch mit Leuten unterwegs, er hat sich investiert in seine Freunde, die mit ihm unterwegs waren. Dann habe ich rausgeschrieben, dass Loyalität auch ein Wert ist, der einfach für mich irgendwo durch heraussticht, weil ich glaube, wenn wir nicht loyal sind in unseren Freundschaften, dann ist es schwierig, Freundschaft zu bauen. Dass wirklich auch Freunde hinter uns stehen, dass wir hinter Freunden stehen, auch wenn sie vielleicht mal irgendetwas gemacht haben, wo wir nicht gleich sehen oder nicht okay ist, aber sie dann nicht gleich fallen zu lassen. Ja, mega. Ja. Genau. Ein weiterer Punkt, den ich auch cool finde, ist Empathie. Also, dass wir wirklich lernen, auch Mitgefühl zu zeigen. Ich glaube, wenn wir anfangen zu versuchen, uns vielleicht in die andere Person reinzuversetzen, wie es ihr geht, sie versuchen zu verstehen, glaube ich, ist das so wertvoll in einer Freundschaft. Ich weiß nicht, wie habt ihr das in euren Freundschaften? Wie erlebt ihr das so in Freundschaften? Habt ihr euch Werte definiert, die ihr wirklich bewusst machen möchtet oder haben möchtet? Oder passiert das einfach so bei euch? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jemanden kennenlerne und mich hinsetze und sage, okay, was mir wichtig ist in einer Freundschaft. Also ich glaube, in gewisser Weise kommt es einfach mit der Zeit, dass man dass man Leute kennenlernt, die vielleicht auch ähnliche Werte haben und dass man sich um die Werte irgendwo auch diese Freundschaft irgendwo aufbaut. Ich glaube aber,
auch, dass Freundschaften, gerade bei uns, häufig Freundschaften entstanden sind mit Leuten, die wir vielleicht nicht unbedingt so von vornherein, wo wir gedacht haben, oh, mit denen werden wir irgendwann mal Freunde sein, aber diese Freundschaften entstanden sind und wir mega viel von diesen Leuten gelernt haben und es heute unsere besten Freunde irgendwo sind und wir einfach feststellen konnten, hey, was die haben, diese Beziehungen, die sie haben, Eigenschaften, die sie haben, das wünschen wir uns für unsere Beziehung und dass wir uns auch irgendwo von den Leuten dann irgendwo auch lernen konnten. Genau, das haben wir irgendwo erlebt, oder? Ja, eine Sache, die uns auch voll wichtig ist in unserer Ehe, ist, dass wir verschiedene Freundschaften, verschiedene Alterskategorien haben. Voll, ja. Also Ed und ich waren immer so Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen natürlich mit Leuten befreundet sein, die im gleichen Lebensabschnitt sind wie wir, aber auch mit Leuten befreundet sein, die vielleicht schon weiter heraus sind oder genau uns in die jüngere Generation investieren. Also für uns war es einfach so, hey, Freundschaften für uns sind ein mega Geschenk Gottes. Wir möchten uns in jeden Bereich investieren, wo Gott es gibt. Und oft muss ich sagen, war ich überrascht, welche Menschen mir Gott in den Weg gestellt hat und gesagt hat, hey, ich möchte, dass du dieser Person begegnest und für sie ein Freund, eine Freundin bist. Und ja, für mich ist es mega cool. Also ich merke so Thema Freundschaften, für mich, ich genieße das, ich bin herausgefordert, ich darf lernen, ich darf wachsen, ich darf mich mit anderen Menschen reiben und merken, hey, ja, meine Unsicherheiten überwinden. Aber ich glaube, genau das ist auch was dieses Zusammenleben, das Miteinander ausmacht, hey, dass wir eben das sind. Ich habe meine Werte definiert, für mich ein Riesenwert ist Empathie. Ich möchte einfach echt immer Menschen das Gefühl geben, dass sie verstanden sind und dass sie angenommen sind dort, wo sie sind. Und ein anderer Riesenwert für mich ist auch einfach Zeit zu schaffen für Menschen, die mir wichtig sind und das in meinen crazy Alltag mit einzubeziehen. Hey, ja, vielleicht beten wir gleich für das. Sarah, magst du beten für Leute, die keine Freundschaften haben? Also es schreiben da Leute rein, die keine Freundschaften haben oder das Gefühl haben, sie sind nicht fähig, dass du vielleicht gleich für die Menschen beten magst. Ja, gerne. Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns kennst und siehst. Und gerade da, wo die Personen sind, die das Gefühl haben, hey, ich bin unfähig, Beziehungen zu leben, Freundschaften zu bauen. Ich habe das Gefühl, irgendwas blockiert mich. Ich habe das Gefühl, irgendwas will nicht. Und ich spreche dich frei davon. Ich spreche dich frei in Jesu Namen. Jede Blockade, die dich daran hindert, Freundschaften und Beziehungen zu bauen und zu leben, soll weichen. Jede Blockade, die du vielleicht schon seit Jahren mit dir trägst, soll weichen, in Jesu Namen. Dass du erfahren darfst, dass Menschen um dich herum schon gestellt sind, dass dir der Heilige Geist für diese Menschen die Augen öffnet und dass du Freundschaften leben darfst, dass du Beziehungen leben darfst, dass du eine gute Freundin, ein guter Freund sein darfst. Ich habe das Gefühl, es gibt Menschen im Chat, über sie wurde ausgesprochen, sie sind schlechte Freunde. Und Jesus sagt zu dir, bist du nicht. Du bist kein schlechter Freund. Du darfst erfahren und lernen. Wir machen alle Fehler, aber dir ist vergeben und du bist ein guter Freund. Und er spricht über dich aus. Werde zur guten Freundin, zum guten Freund in Jesu Namen. Und ich bitte wirklich für dich, wenn du entmutigt bist, wenn du gerade in dieser Zeit von Corona dich einsam fühlst und verlassen fühlst, du darfst wirklich spüren, dass diese Woche, diese nächsten Monate neue Menschen in dein Leben kommen werden, die dir zur Seite stehen, die deine Freunde sein möchten. Weis sie nicht ab, judge nicht, also richte sie nicht, sondern empfange sie und sehe sie als Geschenk Gottes an, denn er hat sie dir zur Seite gestellt. Ja. Amen. So gut. Amen. So gut. Hey, der nächste Teil der Pyramide ist der emotionale Teil. Und ich glaube, dass es mega, mega wichtig ist, gute und gesunde Emotionen irgendwo in eine Beziehung mit reinzubringen. Das bedeutet nicht, dass man nicht über schwierige Themen reden kann und auch mal emotional werden kann. Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man einfach irgendwo gute, positive Emotionen mit in die Beziehung mit reinbringt. Und ein mega gutes Beispiel dafür, das auch im Buch beschrieben wird, ist wie ein Feuer, das brennt und man muss einfach Holz nachlegen, um das Feuer am Leben zu erhalten, oder? Und deswegen ist es, glaube ich, auch mega wichtig, einfach für uns als Ehepaar, dass wir Zeiten haben, wo wir Holz nachlegen, wo wir uns emotional einfach
aufbauen können, gegenseitig aufbauen kann. Sarah braucht andere Sachen in dieser Beziehung, als ich es brauche, weil sie einfach eine andere Liebessprache hat als ich. Und es ist mega wichtig, dass wir uns da einfach gegenseitig einfach helfen, uns da einfach zu unterstützen und dieses Feuerholz nachzulegen. Oder das ist genau das Gleiche für Freunde, die wir auch haben, also andere Pärchen oder Jungs, mit denen ich befreundet bin. Ich glaube, dass es mega wichtig ist, dass man einfach diese Zeit miteinander hat und gemeinsam einfach sich gegenseitig irgendwo aufbauen kann und emotional einfach und uns gegenseitig irgendwo nach vorne bringen kann. Ich habe eine Männer-Kleingruppe, die mega, mega cool ist und mega hilfreich ist. Wir treffen uns und haben einfach Gemeinschaft zusammen und wir bauen uns einfach gegenseitig auf und mir hilft es immer voll. Jungs, ihr seid der Hammer. Aber mir hilft es einfach immer voll, dort zu sein und einfach aufgebaut zu werden von diesen anderen Männern. Deswegen, wenn du noch keine Small Group hast, hey, ich kann es dir nur ans Herz legen, wirklich ein Teil von einer Small Group zu werden, Teil von einer Microchurch zu werden, weil es einfach so einen Unterschied macht, einfach mit Leuten gemeinsam dieses Leben einfach zu leben. Ich glaube, dass es einfach mega wichtig ist, das regelmäßige Treffen zu haben. Ich glaube, es mega wichtig ist, Dankbarkeit zu pflegen, dass es mega wichtig ist, füreinander zu beten, also auch füreinander in der Ehe zu beten, für Freundschaften, für deine Freunde zu beten, für deine Small Group zu beten. Und dass wir einfach gegenseitig füreinander da sind, emotional einfach uns einfach aufbauen können, oder? Ja. Ich liebe es, Leo und Susanne haben gestern schon über Ehe geredet und natürlich auch geredet darüber, wie sie in ihrer Ehe beten. Susanne hatte erwähnt, dass sie auf so Prayer Walks gehen und das zugenommen hat. Und ich finde es so gut, hey, jedes Paar, jede Ehe, jede Beziehung, jede Freundschaft ist unterschiedlich. Ich muss ja nicht verheiratet sein. Ich liebe es, ich bin auch in einer Kleingruppe und wir beten zusammen, wir kommen gemeinsam vor. Oder ich merke, wenn eine Freundin von mir einen schlechten Tag hat, rufe ich an, ich bete für sie. Weißt du, Gebet ist eine Sache. Ich liebe das Gebet umsonst ist, hey. Also ich liebe das. Es kostet nichts. Es kostet dich vielleicht Überwindung, einen Anruf zu tätigen. Es kostet dich vielleicht mal deinen Stolz. Aber eigentlich ist Gebet so kraftvoll. Und nicht nur eigentlich, sondern Gebet ist so kraftvoll. Und ich merke echt so, hey, wenn wir uns Zeit nehmen, morgens gemeinsam bei einem Kaffee im Bett zu beten und zu sagen, hey Jesus, wir stellen diesen Tag, diese Season unter deinen Schutz, unter deinen Segen. Und das regelmäßig machen, das regelmäßig etablieren. Hey, mein Tag läuft so viel besser. So viel besser, wenn ich Gott einlade, durch Gebet Teil meines Alltags zu sein. So gut. Hey, ja, vielleicht beten wir noch gerade für die Emotionen. Ich glaube, das ist etwas, was schwierig ist zu handeln, weil zum Teil kochen Emotionen über, zum Teil spüren wir vielleicht unsere Emotionen auch nicht, weil wir wie eine Mauer um uns haben, weil wir die irgendwie aufgebaut haben. Und vielleicht, Pat, magst du beten einfach für dieses Thema, dass dort, wo vielleicht Mauern sind, dass Jesus die runterreißt und wir uns wieder spüren können und unsere Emotionen auch teilen können. Ja. Genau. Voll gerne. Jesus, ich möchte Danke sagen Ich möchte Danke sagen, dass du derjenige bist, der alle Mauern kaputt machen kann, der alle Mauern runterreißen kann. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du uns so sehr liebst, dass du uns so gut kennst, dass du genau weißt, was getan werden muss, um diese Mauern runterzureißen. Deswegen möchte ich dich bitten, Jesus, dass du jeden Einzelnen genau da triffst, wo er gerade ist, Jesus. Dass du ihn genau dort triffst, damit damit diese Leute dich erkennen, dich erfahren dürfen, damit ich dich erfahren darf, Jesus. Damit wir dich erfahren dürfen, Jesus, und dass wir uns auf dich ausrichten können, um einfach mehr wie du zu werden, Jesus. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns einfach eine emotionale, eine Reife gibst, Jesus, wie wir einfach füreinander da sein können, für Freunde, für Ehepartner, für Familienmitglieder da sein können, sodass wir uns einander aufbauen können, dass wir uns diese Zeit nehmen für diese Menschen, Jesus. Ich möchte dir Danke sagen, dass du dich um jeden Einzelnen kümmerst, Vater. Amen. Amen. Yes, wir kommen schon zum letzten Part. Wir haben
so einen tighten Zeitplan Voll. für diese Pyramide. Ja, voll. Darum müssen wir da ein bisschen Gas geben. Aber genau, wir haben noch den letzten Part. Wir haben es zum letzten Teil geschafft. Das heißt geschafft. Ich find's, fliegt die Zeit, hey? Voll, ja, voll. Mega. Deswegen meine ich, wir haben es zum letzten geschafft und wir sind noch in der Zeit. Hey, und der letzte Teil ist so ein bisschen das Sahnehäubchen, wie wir gerne so oft sagen. Und zwar ist das Körperliche, die Sexualität, um die es jetzt geht. Wir haben einfach 3 Punkte für euch heute Abend mitgebracht, die wir glauben, die für gesunde Sexualität stehen, die einfach wichtig sind in einer geschützten Beziehung der Ehe. Für uns als Kirche, für uns, ich glaube, privat auch, das ist mega wichtig. Und ich habe gedacht, ich teile diese Punkte mit uns heute Abend und ihr dürft gleich, lädt uns Alex noch zur Reflexion darüber ein. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir über das Thema Sexualität reden, ist, dass wir achtsam mit dem Thema umgehen. Also wir gehen achtsam mit der Sexualität um, die wir wahrnehmen, die wir empfinden. Die Wahrnehmung deines eigenen Körpers, wo wir uns wohlfühlen, wie wir uns wohlfühlen, wie wir uns begehrenswert fühlen in unserem eigenen Körper. Gott hat dich perfekt geschaffen. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen und hat dir deinen Körper geschenkt. Und diese Achtsamkeit, die zum Thema Sexualität dazu kommt, die finden wir ganz, ganz, ganz wichtig. Dann der nächste Punkt ist verantwortungsvoll. Hey, Gott hat uns Verantwortung gegeben, gerade in unserer Sexualität im Miteinander. Und auch in Bezug auf Sex hast du eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung deinem Partner gegenüber, deiner Partnerin gegenüber. Und es ist ein zwischenmenschliches Spiel, wie wir so schön sagen, eure Beziehung zu pflegen, eure Beziehung, das sexuelle Miteinander zu prägen und zu pflegen. Und dort einfach Werte zu definieren, die für euch als Paar wichtig sind, dass du verantwortungsvoll damit umgehst und deinem Partner damit entgegenkommst. Und der letzte Punkt ist ehrend. Und ich finde es so schön, dass wir diesen Wert der Ehre mit in unsere Sexualität nehmen dürfen, denn wir sind alle unterschiedlich und wir empfinden alle unterschiedlich. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, dass wir ehrend an unsere Sexualität rangehen. Also wir haben alle verschiedene Vorlieben und Präferenzen und dürfen diese natürlich in einer geschützten Beziehung ausleben, aber da spielt die Ehre einfach eine ganz, ganz große Rolle. Voll. Und ich glaube, dass dieses Thema mega wichtig, es ist ein schönes Thema und es ist auch ein komplexes Thema in gewisser Weise. Und wir haben leider nicht wahnsinnig viel Zeit, um da wirklich tief reinzugehen. Deswegen, was ich euch voll gerne ans Herz legen möchte, ist, nehmt euch das Buch zur Hand, weil Leo und Susanne wirklich gute Sachen aufgeschrieben haben in dem Kapitel. Meine Frau und ich sind auch nochmal durchgegangen und wir können wirklich sagen, es ist sehr, sehr gut geschrieben und ich würde euch da wirklich einfach empfehlen, egal ob du in einer Ehe bist oder ob du Single bist, das ist wirklich ein Thema, das wichtig ist, sich mit zu befassen und das Kapitel einfach zu lesen, weil da wirklich, wirklich gute Tipps mit drin sind. Ja, und ich glaube auch, die Sexualität, die wird heutzutage einfach von so vielen unterschiedlichen Sachen auch geprägt. Du kannst geprägt werden in deiner Sexualität oder wie du die Sexualität siehst von deiner Familie, positiv oder negativ. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Vielleicht, ja, die Medien prägen uns oft auch auf negative Art und Weise. Und wir möchten dich einfach ermutigen, dass du dir wirklich überlegst, hey, wie sieht deine Sexualität aus? Von was bist du geprägt? Was hast du für Gedanken auch über deinen eigenen Körper? Wie siehst du dich? Was sind vielleicht Minderwerte, die da auch eine Rolle spielen, wie du dich siehst? Und vielleicht können wir einfach zum Schluss, bevor wir noch mit einem Gebet abschließen, dass vielleicht Stefanie einfach nochmals kurz eine Bridge spielt, wo du dich überlegen kannst, hey, ja, was ist das, wie ist meine Sexualität geprägt? Und dann machen wir einfach noch ein Abschlussgebet dafür. Super. I'm drowning in the deep, you are right here with me. You never let me go. Even when I feel like I'm drowning in the deep, you are right here with me. You never let me go. Even when I feel like I'm drowning in the deep, you are right here with me. You are right here with me.
hier mit uns bist, dass du an jedem kleinen Detail in unserem Leben interessiert bist. Und Sex ist kein kleiner Teil davon. Unsere Sexualität ist kein kleiner Teil davon. Aber Jesus, wir geben dir diesen Bereich ganz bewusst hin. Wir geben dir unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen. Wir geben dir die Bereiche, die Verletzungen erlebt haben in unserer Sexualität. Die Bereiche, die Heilung brauchen, Jesus. Und wir wissen, du bist der Heiler. Du bist der perfekte Heiler, Jesus, der uns wiederherstellen möchte, der uns göttliche Sexualität lehren möchte, der uns gesunde Beziehungen lehren möchte, Jesus, der Wiederherstellung für uns möchte. Und er möchte, dass diese göttliche Sexualität in dem Rahmen Gottes geschieht, in einem Rahmen der Ehe, Jesus, der geschützt ist und der sicher ist, wo du im Mittelpunkt stehst, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du so gut bist und gute Pläne hast. Amen. Amen. Hey, ja, wir sind schon am Ende angekommen und vielleicht bist du noch mit drin und du denkst, oh, irgendwie, ich kann doch gar nicht aufhören jetzt, ich habe noch so viele Gedanken, ich habe Gebetsanliegen und hey, wir möchten dich ermutigen, dass du jetzt nicht stoppen musst, du kannst immer noch beten, du siehst einen Link eingeblendet, wir haben einerseits ein Gebetsteam, das sehr gerne für deine Anliegen betet, vielleicht war es dir zu persönlich, das jetzt hier im Chat zu teilen, dann melde dich unbedingt bei unserem Gebetsteam, der Link ist eingeblendet, vielleicht denkst du aber auch, hey, ich möchte für andere beten, ich möchte meine Anliegen teilen, dann hast du die Prayer Wall ebenfalls unter demselben Link. Dort sieht man deine Anliegen und andere Personen können für dich beten, so wie jetzt im Chat. Also nutze das unbedingt, steht füreinander ein, auch jetzt noch weiterhin im Chat. Und was wir diese Woche auch speziell haben, ist 24/7 Gebet. Also wir haben einen Gebetskalender, wo du dich eintragen kannst. Sei es am Tag, sei es in der Nacht. Wenn du sagst, hey, ich möchte für eine Stunde oder was auch immer, eine halbe Stunde einfach beten, dann kannst du dich im Gebetskalender eintragen. Hey, ja, so cool. Dieser Abend, ich weiß nicht, wie es euch geht, schon am Ende. Ich habe es extrem genossen, mit euch hier zu sein. So cool, wie ihr alle mit dabei wart. Hey, und wir möchten euch herzlich einladen, dass ihr auch morgen Abend wieder mit dabei seid. Morgen geht es um das Thema Gesundheit, nicht nur körperliche Gesundheit, sondern auch geistliche und seelische Gesundheit, also wirklich ganzheitliche Gesundheit. Und ja, zur selben Zeit am selben Ort. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Schönen Abend euch. Schön, dass ihr da wart.